jetzt vielleicht ein bisschen ein schräges Intro gewesen, aber das, was ich vorher aufgehabt habe, ist Gurke und Point Break ist, was wir bei uns in unseren Breitengrad als Gurke bezeichnen. Point Break ist ein Remake von einem Film aus den 90er Jahren mit dem gleichen Namen und es geht um den Johnny Utah, der ein Extremsportler ist jetzt in dem Fall und muss ein paar andere Extremsportler aufhalten, weil sie machen Verbrechen und machen ein paar Sachen, die man nicht sollte. Und er geht undercover und macht bei denen mit, um sie aufzuhalten. Zuerst einmal noch schnell, was gut war, weil es hat auch ein paar gute Sachen gehabt. Die eine von diesen Action-Szenen, von so der Wingsuit-Teil, der in der Schweiz gedreht worden ist, die ist eigentlich recht cool. Und dann hat es noch eine Szene, wo sie so eine Wand, eine sehr steile, darauf klettert, ziemlich ohne Sicherung und so. Und das ist, obwohl es teilweise mega fake wirkt, ziemlich spannend. Und die Musik habe ich mehrheitlich auch sehr gut gefunden, die ist von Tom Holkenborg. Der hat auch Mad Max Fury Road letztes Jahr gescored und das ist sehr gelungen, aber ja, es hilft irgendwie nicht so recht, weil nur weil man ein bisschen schnell trommelt und das laut macht, ist das noch nicht spannend. Da gibt es so ein paar Grauzonen, und beziehungsweise eigentlich eine, und das ist der Edgar Ramirez als Bodhi. Das ist so ein der Böse, so ein der Leiter der Bösen, und der ist da wahrscheinlich die beste Figur im Film, aber irgendwie ist er, keine Ahnung, der Patrick Swayze im Original Point Break ist recht ein sympathischer gewesen, und obwohl er eigentlich der Antagonist, also der Böse war, hat man sich ein bisschen identifizieren mit dem, und er ist auch irgendwie ein cooler Typ gewesen, und der jetzt ist so ein bisschen versucht, das immer wieder so ein bisschen zu imitieren, aber es klappt irgendwie nicht so recht, aber er ist trotzdem wahrscheinlich der Beste von allen, aber das sagt nicht viel. Sein Konkurrent quasi, der Gut, ist der Luke Bracey, der Johnny Utah spielt, und im Original heisst der Typ effektiv Johnny Utah, da ist Utah nur ein Übername. Der Typ ist irgendwie, er ist der Held, durch ihn sollte man quasi den Film fühlen, und das klappt irgendwie nicht, weil er kann schon alles, wo dort gefragt ist, er hat das alles irgendwie schon gemacht, er ist der coolste von allen, und das, keine Ahnung, durch das schafft er eine rechte Distanz zum Zuschauer, und das ist irgendwie nicht gut bei einem Held. Und schlussendlich ist er einfach vor allem kein Sympathieträger, ist ein bisschen mühsamer Sieg. Und in der dritten eigentlich Hauptrolle, wenn man dem so kann sagen, ist Teresa Palmer, also ich weiss doch auch nicht, wie sie heisst. Ihr Name wird einmal genannt, aber sie ist für nichts gut in dem Film. Sie ist für nichts gut, außer für den Luke Bracey zum Flachenlegen. Für mich ist sie gar nicht da, das ist völlig bescheuert. Auch die ganzen Nebencharaktere sind doof und unsympathisch und blöd und vergessbar. Es putzt mal der eine oder andere von denen, Spoiler. Aber ich denke so, welcher ist jetzt das gewesen, wo sie jetzt gerade trauern drum, und mir ist es eigentlich scheißegal gewesen. Und wenn dann die Figuren die coolen Stunts machen, dann sind eben, wie gesagt, ein paar eigentlich recht gut, aber die wenigsten können wirklich fesseln, weil sie sind langweilig gefilmt, völlig unspannend, es kommt nie Aufregung auf, es ist irgendwie immer langweilig und lahm, und das sollte so ein Actionfilm mit so crazy Stunts überhaupt nicht sein, das sollte das pure Gegenteil von dem sein. Aber fast am schlimmsten war eigentlich, dass der Film als Ganzes überhaupt nicht zusammenhält. Er ist mehr ein Konstrukt von einzelnen so Action-Extremsport-Szenen, und da alles dazwischen ist furchtbar langweilig und schlecht und nicht gut, und irgendwie, es hebt so nicht zusammen, es soll so ein bisschen die Kameradschaft zwischen diesen Leuten fördern und so ein bisschen aufbauen, das klappt irgendwie nicht, weil zuerst finden sie einander voll scheiße und dann plötzlich machen sie etwas und dann sind sie die besten Freunde. Das ist völlig für gar nichts, das ist überhaupt nicht spannend, das ist nicht aufregend, das ist nichts. Was auch nicht ganz gelungen ist, ist, dass man ab und zu versucht hat, das Original zu imitieren, und das ist recht in die Höhe. Weil es gibt ein paar Szenen, die es 1:1 eigentlich imitieren. Das ist irgendwie mehr lächerlich als etwas anderes. Und die ganze Geschichte, die eigentlich im Original erzählt worden ist, mit diesen ganzen Bankenraubszenen und der Grund für die Bankenräuber und so, für die Räubereien, der hat man da mal aufgesetzt im Remake und dann völlig vergessen. Dann ist es irgendwann einmal so schnell wieder gekommen. Das Remake von Point Break ist eher pointless als etwas anderes. Das hätte man sich sparen können. Er hat mäßige bis schlechte Hauptfiguren und völlig vergessbare Nebenfiguren, einen unsinnigen, unstimmigen, doofen, langweiligen Plot, ein paar coole Action-Szenen, eigentlich einen guten Soundtrack, aber den kann man sich getrost sparen. Da kannst, wenn du so etwas sehen willst, kannst du auf YouTube und
was weiß ich, GoPro Snowboarding oder so eingeben und du kommst bessere Footage über als bei diesem Film. Das sind ein paar von meinen tollen Worten zum Remake von Point Break. Ich weiss nicht, hast du das Original gesehen von Point Break? Hast du das Remake gesehen? Was haltest du von den beiden im Gegensatz zueinander? Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.